Der 6. Parteitag der Bewegung Was geht zu Ende? Die außerhalb politischer Machtentfaltung gewährt, für die Hunderttausende der unendlich mehr zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei nicht mehr. Kampfgenossen, das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter hat mancher unter ihnen wehmütigen Herzens zurückbesonnen, weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nationseinschätzung Träger sein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhen Blut der Nation erhoben hat und entschlossen ist, in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes versinnt in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht dieser beste Rassenwert in einer Selbsteinschätzung die Führung Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Und dieses Wissen in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde, von einem ruhenden Pol Führung der Nation erhoben hat. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen, zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nunmehr endgültig. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Und ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung Glaube, sondern der Schwur, ich kämpfe. Die Partei wird für alle Zukunft die politische Führung gelehrt, in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation miegsam und anpassungsfähig, gilt aber wie ein Orden der Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten haben unsere Gegner dafür gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswellen die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten, was sie bejaht, sich als schlecht erwiesen hat und deshalb Wille, dass dieser stehen sollen kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört.